Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir befinden uns momentan im Mistmond, denn wir haben in der letzten Folge das Grimmkind erhalten und haben so 3 Flammen dafür einsammeln. Und das haben wir ja eigentlich ziemlich gut anbekommen, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben dann das komische Ritual eingeschaltet, dass wir überhaupt an das Grimmkind angekommen sind und dann ist das Zelt hier auftaucht. Wir haben jetzt die 3 Flammen nicht gesammelt und ich würde sagen, wir treten mal ein und schauen mal, was der Grimm dazu meint, dass wir das jetzt schon erledigt haben. Let's... Mrrr. Sehr gut, das Kind brennt voller Flamme. Der Meister wartet auf dich. Mrrm. Okay, alles klar. Aber die herrliche Musik. Okay, dann schauen wir mal schnell, was der Meister Grimm zu sagen hat. Ja, soll ich? Kann es spüren, die Wärme der Flamme, die du zusammengetragen hast. Ein meisterhafter Eröffnungsakt. Die Luft bebt nur so vor Spannung. Liebes Kind, das hast du gut gemacht. Lass deine Flamme noch heller leuchten. Und da schnipst er, okay. Schön, ja, das Kind ist gewachsen, von untätigem Jüngling zum tödlichen Kompagnon. In diesen gefährlichen Landen wird seine Unterstützung zweifellos willkommen sein. Vernachlässige nur nicht unseren Tanz, denn auch er dauert an. Jage weiter nach der verstreuten scharlachroten Essenz. Wenn das Kind dann wieder vor mir Flammen strotzt, kehre zur Bühne zurück und die Vorstellung wird beginnen. Hä? Warte mal schnell, wir haben doch alle Flammen. Müssen wir jetzt noch mehr einsammeln? Ah, jetzt müssen wir wieder 3 einsammeln. Alles klar. Das heisst, wir müssen uns da eigentlich hauptsächlich immer wieder mal da reinbegeben. Und eigentlich den verstärken irgendwie. Sehe ich das richtig? Haben wir jetzt da wieder auf den... Ah ja, jetzt werden da wieder Flammen eingezeichnet. Okay, also wir haben hier unten eine. Also ich würde sagen, wir kümmern uns doch direkt einmal schnell um die. Hier beim Blauen See haben wir eine. Und gerade hier beim Königspass. Ich würde sagen, wir versuchen gerade mal schnell... Kann ich da drauf gumpen? Das habe ich noch nie ausprobiert. Können wir da drauf gumpen? Dann können wir uns schon mal die erste Flamme wieder aneignen. Jawohl. Einwandfrei. Okay. Hat sich die Frage ja auch schon geklärt. Dann sollte sich ja da gerade die nächste Flamme befinden. Nein, nicht da oben. Da vorne. Können wir uns ja gerade noch schnell die extra Leben hier einstauben. Oh. Ui! Der schießt jetzt mit irgendwelchen Sachen umeinander, okay? So, dann haben wir 2 extra Leben, weil ich weiss jetzt nicht, ob die... Also ich wollte versuchen, den Ding zu setzen, unseren Traumnagel. Aber das funktioniert nicht so gut, wie ich gehofft habe. So, wo ist denn der? Gerade da. Wo ist der? Hallo? Ah, da unten ist es. Da unten ist das Zepter. Alles klar. Oh, jetzt ist er aber grösser. Hä? Er benutzt auch andere Fähigkeiten. Okay, aber die Fähigkeiten sind mir... ein bisschen leichter, ehrlich gesagt. Okay, nein, der Schuss, der ist natürlich ein bisschen makaberer. Ich glaube, ich muss wirklich ein bisschen wegbleiben von ihm. Okay. Ah, schade. Fast drauf. So, nochmal ein Hit, nochmal ein Hit. So, dann wir machen ein bisschen einheizen mit unserem... Ah, der ist in der Wand rein. Ah, Mann, nur ein Hit kann man aufs Mal, okay. Nice, nice, come on. Viel kann da nicht mehr fehlen. Jetzt schiesst das Grimmkind auch um sich herum. Nice! Das heisst, wir haben hier tatkräftige Unterstützung, aber er haltet auch einiges mehr aus als beim letzten Mal. Epa, nein, jetzt bin ich genau noch reingekumpelt. Das ist jetzt wirklich Löli-Verhalten gewesen. Okay, es hat gelangt. Einmal in uns reinrennen, hat ihm gerade noch den Rest gegeben. Und wir haben die erste Flamme wieder verschlungen. Nice, aber so kann ich meinen Traumnagel nicht aufbissen, also nicht richtig verwenden. Wenn ich da Viecher bei mir habe, die die ganze Zeit mit angreifen. Aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal gemütlich rauszugehen. Direkt zu der nächsten Flamme. Würde ich sagen, wir tun die Folge wirklich mal nochmal versuchen, alle die Flammen einzusammeln, also plus minus. Jetzt weiss ich ja wenigstens, was das auf dem Kasten hat.
So, la. Und dann einmal wieder raus. Muss ich gerade mal schon güchseln nachher, wo die nächste Flamme sich verbirgt. So, dann schauen wir schon nach, wo die nächste Flamme sich verbirgt. Und zwar habe ich die irgendwo da unten noch eine gesehen. Genau. Da, beim Kolosseum. Aber wie komme ich da denn schnell stehen? Am besten eigentlich zur Station des Königs und von dort alles unten durch und dann da runter. He? Okay, dann machen wir doch das mal ganz kurz. Dann Dann freue ich mich doch drauf. So, dann ab, eintreten und los geht's mit unserem Hirschkäfer. Also zuerst müssen wir da noch gemütlich unseren Fahrstuhl abwärts brauchen. Dann müssen wir zur Station des Königs losgehen. Jip, jip. Und da sind wir schon. Voilà, dann sitzen wir da noch gemütlich schnell ab. Ich weiss nie, was das auf dem Weg würde passieren. Aber ich finde es jetzt cool, dass das Grimmkind jetzt wenigstens schiessen kann. Natürlich habe ich erwartet, dass jetzt da direkt weitergeht. Ich habe nicht gewusst, dass man da mehrere Flammen muss hintereinander einsammeln. Das wäre natürlich praktisch gewesen, hätte man das von Anfang an gehabt, dann hätte man das immer auf dem Weg eigentlich machen. So, und schiessen wir das einmal durch. So, dann haben wir nämlich hier die Hindernisse auch gerade erledigt. Und dann sollte da unten eigentlich schon die Flammen auf uns warten. Okay. Ah, der Conifer ist immer noch da rumhühnern. Okay. Dann lassen wir ihn mal dort, wo er ist. Aber jetzt ist die Frage, wo ist der Stab? Okay. Nice. Dann haben wir da rauf wieder. Bin ich ein bisschen zu weit runtergekumpelt, aber dann ist gerade gut, können wir noch ein paar Käferchen aus dem Weg rum. Komm! Schiessen ab! Hey, die Spinne hat gerade alle aufgenommen und einmal drüber. Komm, dann helfe ich da noch kurz nach. Eigentlich will ich die Schüsse aufsparen. Hä, wo ist denn die? Hä? Das zeigt mir an, dass er sich da befinden, aber er ist nicht da irgendwie. Okay. Wo ist der Löli? Löli! Du musst nicht traurig sein. Und sonst musst du neben dem Conifer nachschauen, aber ich glaube nicht, dass der sich da drinnen versteckt. Nein. Sali Conifer, komm, reden wir mal kurz mit ihm. Wir sind schon lange nicht mehr gesehen. Dieser Wand nach zu urteilen haben die Bewohner wohl nicht weiter in diese Höhlen hineinbauen wollen. Ich frage mich, was sie wohl zurückgehalten hat. Okay. Conifer einfach die übliche Frage, die er sich selber stellt, während er am Umzeichnen ist. Da oben ist es! Let's go! Ich hoffe, ich habe ihn jetzt noch verwünscht. Opa! Gut, da wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu kämpfen. Ich glaube, da muss ich wirklich fast schon meine Tierchen machen lassen. Ah ja, da muss ich eindeutig meine Tierchen mehr machen lassen. Hey, dass der genau in mich noch rein ist. Da gefällt es mir recht gut zum Kämpfen. Ja, da gefällt es mir recht gut zum Kämpfen. Da kann ich ausweichen, da kann ich gut einmal draufhauen. Du greifst den falsch an! Nicht den! Nein, jetzt habe ich gerade noch das Leben anfüllen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommen wieder komische Flammen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, sonst komme ich da auch noch ein bisschen auf den Deckel über. Das wollen wir ja nicht. Ich soll wieder auf diese Seite kommen. Da habe ich mehr Möglichkeiten. Genau. Wo ist er? Ah, da oben. Ah! Mühsam. 2 Leben? Ah, nein! Noch 1 Leben? Komm jetzt, ich lasse mir doch jetzt nicht von dem auf den Tippel gehen. Komm, schiessen ab! Nein! Ah, Mann! Mann, das ist einfach dumm gewesen. Es ist einfach dumm gewesen von mir. Es ist wirklich einfach dumm gewesen von mir.
Das hätte ich eigentlich noch ein bisschen anders gestaltet. Das Einzige, was ich mir gerade überlegen bin, ist, ob ich noch irgendetwas anderes mitnehme. Im Kampf gegen ihn. Und zwar können wir ja eigentlich nicht den Kompass, würde ich eigentlich gerne bei mir behalten. Ja. Kompass raus und dafür dann irgendwie noch. Dann irgendwie noch. Was würde mir noch helfen? Eigentlich mehr Seelenfänger wäre noch ziemlich praktisch. Komm, nehmen wir den Seelenfänger noch mit. Weil ich weiss, plus minus wo durch. Und wo er sich befinden sollte. Und dann sollten wir dem jetzt eigentlich schon eins auf den Deckel können geben. So. Nochmal einmal zurück. Tut mir leid für das kleine Hindernis. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass der da uns noch so eins auf den Deckel haut. Aber in der Luft ist das einiges schwieriger gegen den anzukommen. Als jetzt einfach so schnell am Boden. Also wo man mehr Fläche hat, um sich ausweichen wie auch gegen ihn kämpfen. Jetzt muss ich da schon meine Seelen einsammeln. Wo befindet die sich? So. Und da befindet sich auch schon unser Gegner. Nice. Okay, aber ich würde sagen, ich gehe wieder an die Stelle. Ah! Mann! Okay. Er ist ja wirklich mühsamer zum Kämpfen. Das Einzige, was ich mir überlegen bin, ist, weiter runter zu gehen. Ich weiss nicht, ob er damit das mitmacht. Ah, wieso muss er immer reinrennen, wenn ich am Runterschauen bin? Kommt er bis mit da oben? Ja, das macht er. Hey! Ja, ich kann Wasser nicht schlagen. Ich brauche bessere Flächen. Wieso hat er mich jetzt getroffen noch? So, jetzt konzentrieren. Das muss machbar sein. Hey, ich komme genau noch in das Rote rein. So. Ich weiss nicht, ob das etwas bringt, hier unten zu kämpfen, aber... Im Wasser fühle ich mich jetzt gerade momentan am wohlsten. Komm, der zweite hätte jetzt schon noch dürfen sein. Okay, wenn er selber ins Wasser nicht geht, nimmt er, glaube ich, eben auch Schaden. Wirklich da unten bleiben. Jetzt gut aufpassen. Ah, okay. Im Wasser kann er das in dem Fall nicht. Ah. Er soll sich an einen anderen Ort begeben. Unsere Spinneli könnte ich eigentlich rausnehmen. Die bringen da, glaube ich, nicht allzu viel. Und du lachst jetzt noch so dumm, glaub mir's. Wenn ich mit dir fertig bin, du. So. Haben wir noch verwünscht? So. Ach Mann, ich muss immer außerhalb vom Wasser, wenn ich einen schlagen will. Mühsam. Nice, wir haben es geschafft. Nice. Die nächste Flamme haben wir verschlungen. Das heisst, jetzt muss ich einfach wieder den Ausweg da finden. Oh, ist das wieder knapp gewesen gegen die. Aber wir haben es irgendwie gut anbekommen. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns direkt auf zu der nächsten Flamme. Dann haben wir nämlich das Spektakel auch erledigt und mich wundert es nämlich, was dann passiert. So, die sind ja weg, da, die Viecher, die wir da gegen die Keks gehen. Dann oben durch. So. Genau, und einmal unten durchschwimmen. Ah, die sind wieder da. Nice, dann kann ich da schon ein bisschen Seelen einsammeln. Gemütlich, voll gemütlich. So. Ah, was ist da anders? Der beschießt einfach alles, was in meinen Weg kommt. Also die Kombination mit den Spinneli wäre sicher noch praktisch wie böse. Aber dann kann man sagen, hey, ich weiche die ganze Zeit aus, die machen die ganze Zeit Schaden. Aber mich wundert es natürlich noch, wie es weitergeht. Aber zuerst muss ich mal wissen, wo befindet sich die nächste Flamme? Wo? Wo befindet sie sich? Nächste Flamme. Da oben, beim blauen See.
bei der Geisterlichtung, dann würde ich mal sagen, ab zum ewigen Ruhestätte. Genau. Dort müssen wir jetzt, und dort sollte ich jetzt die letzte Flamme befinden. Dann haben wir schon mal wieder alle 3 zusammen. Und dann wundert es mich, was als nächstes passiert. So, dann machen wir da schnell ein Päuschen. Ich habe ja gelernt, dass der nicht so allzu harmlos ist, wenn ich erwartet habe. Und dann eigentlich... Oh, nein. Das mal nicht. Ich nehme da gemütlich meinen Kompass wieder mit. Also sonst bin ich ein bisschen am Viertel. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich das Sporenpilz das mal so mitnehme. Oder der Lauf... Nein, komm, wir nehmen die Larvenlied noch mit. Wir nehmen ausnahmsweise noch Larvenlied mit. Das würde uns natürlich ziemlich unterstützen. Spinnenlied nehme ich jetzt mal ausnahmsweise noch mit, weil die gefallen mir einfach. Die habe ich einfach gerne bei mir. So. Und dann sind wir da schon. Ne? Noch alles gerade ausführen. Okay. Salut zusammen. Mit euch habe ich ja schon geredet. Die Masken haben wir ja wirklich auch nur noch eine zum Besiegen. Aber gegen die legen wir uns dann erst später mal an. Dann müssten wir da einmal abwärts. Jawohl. Und jetzt hoffe ich, dass wir da bessere Flächen haben zum Kämpfen. Und es sieht auch danach aus. Da haben wir viele bessere Flächen. Nice. Nicht verwünscht. Aber ich glaube, die Spinnenli bringen wirklich nicht so viel im Kampf gegen den. Also da wäre wirklich mal die Überlegung, werde die auch mal... Okay. Zu langsam. Komm, unsere Schüsse machen nämlich guten Schaden, das weiss ich. Nice, zum Glück haben wir einen langen Hieb dabei. Nice, nochmal. Ich vergesse immer, dass wenn ich mich bewege, bevor er eine Attacke macht, dass er so wegschlingelt, der Löli. Aber da ist er wieder recht gut zum Bekämpfen. Okay. Ich will mal behaupten, bis jetzt sieht das nicht einmal so schlecht aus, der Löli. Nice. Und somit haben wir auch jetzt wieder die letzte Flamme eingesammelt. Nice. Und das sammle ich mir gerade noch ein, wenn wir schon da sind. So. Und dann können wir uns eigentlich schon wieder zurück machen zu unserem Hirschkäferweg und ab zum Grimm. Und schauen, was das mal passiert. Ob irgendetwas Spezielles passiert. Was genau passiert. Keine Ahnung. Darum, let's go. Finden wir es raus. Dann haben wir alles aufwärts wieder. Und der Hirschkäferweg da. Genau, jawohl. Da sind wir doch gerade mal richtig gelandet. Aber da kann ich mal wieder... Ich nehme jetzt das einfach mal wieder raus da und nehme meinen Geoschwarm mit. So, in dem Fall, let's go! Ab wieder zu Mistmond. Wir sind hier richtig am Hin- und Herreisen, schon die ganze Zeit. Das ist doch auch mal gediegen, dann sehen wir auch mal wieder ein bisschen mehr von Hollow Nest oder vom allgemeinen Spiel. So. Los geht's, einmal aufwärts, ab zum Grimm. Nicht lang warten, go! So. Gehen wir mal, warte, ich sitze lieber noch mal aufs Bänkchen ab, weil man weiss nicht, was passiert und ich wollte das Risiko nicht so unbedingt eingehen. Darum, let's go, eintreten. So, ich lasse mich da einmal durchschiessen. So, da sind wir wieder. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Dracula. Wunderbar. Meine Sippe ist hier und die Zeit ist gekommen. Dieses Segen des Feueres bringt das Ritual Versprechen. Da knipst du wieder rum. Tanz mit mir, mein Freund. Das Publikum wartet. Zeig ihnen, dass du einer Hauptrolle würdig bist. Hä? Truppenmeister Grimm, okay. WTF? Hä? Wieso soll ich jetzt kämpfen gegen dich wählen? Okay, der verarscht mich doch. Hä? WTF?
Was passiert da? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist jetzt da gerade passiert? Weißt du was? Ich probiere es jetzt gerade nochmal. Aber... Für das brauche ich etwas anderes. Was brauche ich für dich? Was brauche ich für dich? Boah, bin ich jetzt gerade... Ich bin immer noch baff. Ich habe jetzt gemeint, ich kann mir jetzt hier die Flämmchen zurückbringen. Und danach ist er dann ein guter Freund von uns. Oder irgendetwas in die Richtung. Und was macht er? Er haut mir eins auf den Keks. Ja, suppi-duppi. Ich würde mal sagen, ich nehme irgendwie... Weißt du was? Er ist ziemlich schnell gewesen. Dann nehmen wir den Laufmeister mit. Oder... Was mir auch helfen könnte, wäre sogar... Der Sprintmeister. Nein, nicht wirklich. He? Nein, der hilft mir nicht wirklich. Also den muss ich ja mitnehmen. Für Kinder. Also zu meinem Abgehen, wie es aussieht. Dann kann ich nicht wirklich Zauber einsetzen, wie auch... Komm, ich nehme jetzt da Wappen des Verteidigen und so einen tonnenden Qual mit. Wir stinken dann einfach zu und wir machen ihm Schaden, wenn er uns Schaden macht. Let's go. Let's go. Wir müssen zuerst mal unsere Seele wieder einsammeln. Jetzt da einfach zum Bosskampf wieder wartet. Was ist los? Kann ich da mit Sing zuerst reden? Mrrm. Sehr gut, das Kind brennt voller Flamme. Der Meister wartet auf dich. Mrrm. Okay, probieren wir es nochmal. Meister Grimm, nimm deine Flamme zu dir. Und tanz mit uns. Okay. Jetzt schießt er da wieder seine Bömbeli los. Da ausweichen ist ja... Abgöttisch ist nicht schwierig. Eppa. Okay. Okay, dann geht er immer nach links. Dann hat er noch so einen Hieb. Alles klar, noch Flammen. WTF! Hey, nein, was ist mit... Also, ich habe ja schon gegen einige Gegner gekämpft in Hollow Knight. Aber der Gegner, der ist ja, abartig. Wie soll ich gegen den kämpfen? Habe ich überhaupt eine Chance gegen den? Komm, ich sammle jetzt da schon meine Seelen ein. Ich sammle jetzt da schnell meine Seelen ein und mache ein kurzes Päuschen. So, dann würde ich sonst sagen, was ich als nächstes vorhabe, oder wie wir als nächstes vorgehen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit dem Schweizer. Ich danke mal fürs Einschalten, ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Lasst euch ein Abo und ein Like da, einen Kommentar, wenn ihr einen Hinweis habt, wenn ich dem Meister Grimm eins auf den Deckel hauen kann. Danke vielmals und ciao.